야, 너무 렌즈 뜻들래. 다단단 안저데 데모긴 제굴 두대요 봐. 다들 강 쉬우자듯이. 남아서 이 데모 디칼라. 제굴 간데 이메 다다도서. 남아서 예. 다들 베베 기지시도 긴 거로 와야. 단다. 안저디. 나우제 제석이 있는 통로디 다들. 앞에서 침보다 결혼을 파 침보다 됩니다. 쉬우자 되시다 그래. Ja, 안 되는. Wir werden dich ganz anschluss dann live sehen in diesem neuen Film. Christoph Trock. Zweifelsfrei Lobsang und Gudrun. Ohne sie wäre es eine Idee geblieben. Danke dir Lobsang, danke dir Gudrun und natürlich den Betrieb Wesmelin Tripschen für die Offenheit, Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit für dieses Projekt. Mit diesem Film zeigen wir auf, was das Programm Perspektive Pflege und Betreuung beinhaltet und welche Chancen für die Teilnehmenden und für einen Betrieb sich bieten kann. Eine tolle Sache. Ein paar Zahlen zum Projekt. Ich begrüße auch erstmal ganz herzlich auch unseren Stargast hier. Das ist super schön. Ich habe ganz viele Fragen vorbereitet und wir haben kurz gesprochen zusammen, um uns ein bisschen zu briefen. Und dann hat Herr Loyansan gesagt, er möchte einfach was erzählen, wie das jetzt für ihn war und eigentlich meine Fragen integrieren. Gell? Aber ich stelle Ihnen trotzdem eine Frage, wenn ich darf. Ja, herzlich willkommen alle Leute zu Filmen zuschauen. Ich möchte gerne euch die Filme noch kurz erklären. Die Filme haben wir mehr als halb Jahre zusammengearbeitet. Das haben wir zusammen gut geschafft. Ja, das habe ich mich sehr gefreut. In der Film es geht um 4 Flüchtlinge, die Menschen wie ich, Erwachsene, kommen aus anderen Land. Wie kann man für Pflege, die Pflegearbeit lernen. Ja, dann zurzeit bin ich jetzt Wesmen Vivaluza. Meine Zukunft ist weitere Ausbildung machen. Dann zum Beispiel haben wir zusammen Deutschkurs besuchen, SAK-Kurs gemacht und mit Computerarbeit zusammen in den Kurs gelernt. Ja, dann bin ich jetzt verhindert. Aber ich werde gerne noch euch zum Beispiel, was ich bin jetzt, alles euch unterstütze. Bin ich sehr dankbar. Ja, danke.
genau gesagt. Im Prinzip waren alle meine Fragen da integriert. Wie geht es dir jetzt am Arbeitsplatz? Du hast die Station gewechselt, vorher warst du im Praktikum an einem anderen Ort. Wo bist du jetzt? Beschreib deine Arbeit. Ich bin jetzt an der Abteilung M2. Ja, zuerst ein bisschen schwierig. Wir haben so viele zum Beispiel Dokumente oder noch viele Aufgaben. Aber ich habe so viel gelernt, bin ich jetzt selbstständig, bin ich jetzt zufrieden. Die M2, ja. Dann können Sie sich wieder setzen. Wir machen dann weiter mit Abi. Ja, Jutta, darf ich dich bitten, hier auch noch kurz nach vorne zu kommen? Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken deinem Kanton, weil das bedeutet doch... Tag hören, Fachkräftemangel. Und das ist eine ganz gute Antwort darauf, nicht hilflos diesem Phänomen ausgesetzt zu sein, sondern eben aktiv, proaktiv da mitzuwirken, und das hat uns natürlich bewogen, da mitzumachen. Und mittlerweile haben schon 16 Teilnehmende bei uns sind das durchlaufen, und ja, das sind dann nachher ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns tätig sind. Danke, Doris. Selim oder Anjuli, vielleicht könnt ihr ein paar Worte sagen, welche Wirkung haben Menschen mit Migrationshintergrund auf eure Bewohner, Bewohnerinnen? Man hört ja viel, ja, der alte Mensch, der ist nicht so offen. Welche Wirkung haben diese Personen bei euren Bewohnern? Danke, Adrian. Auch mein Name, herzlich willkommen. Mein Name ist Kastin Selim. Ich bin Bereichsleiter Pflege und Betreuung. Das Wort, das meine Kollegin erwähnt hat, das Entgegenwirken vom Fachkräftemangel, wo ich die Aufgabe vor ca. 9 Jahren übernommen habe, anstatt auf die sogenannte chronische Mitleid, dass wir kein Personal haben, ich habe das als Chance gesehen. Ich hatte das Privileg, in einem Betrieb tätig zu sein, pragmatische Lösungen suchen und nicht nur eindimensional, nur wirklich diplomierte Fachpersonen auf mehreren Ebenen. Und zwar von 16 plus bis 60 plus und mehr perspektivisch. Und durch das ist der Tat, wo kann ich euch mit einer Portion Stolz mitteilen, dass wir heute, von heutigen Daten, wir haben über 60% von unserem Fachpersonal, wir reden von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sind die gestrigen Lernenden, Studierenden bei uns im System im Kreislauf tätig sind. Und wir haben über 80% von Gesamtführungspersonen, die sind ehemalige Studierende. Und ich glaube, wenn man ein Ziel verfolgt, braucht Menschen, die uns helfen, wie Lobsan, die heute eine zentrale Rolle spielt. Und jetzt kommen wir zu der Frage zurück. Ich glaube, wir sind selber sehr neugierig. Wir haben tolle Kundschaft, Bewohnerinnen und Bewohner, die sind neugierig auf Menschen, die spüren die Liebe, die unsere Kolleginnen und Kollegen wie der Lobsan gibt. Ist ein Geben und Nehmen. Der Lobsan lernt von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sehr viel, die haben tolle Werte, die haben tolle Geschichte. Der Lobsan profitiert von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und gleichzeitig unsere Bewohner profitieren von Lobsan. Und ich kann heute, wie Doris erwähnt hat, Lobsan hat eine zentrale Verantwortung, zentrale Rolle. Und wir sind sehr stolz, dass wir überhaupt solche Kolleginnen und Kollegen mit dem Weg leiten. Mir kommt spontan so ein Zitat von Abraham. Er sagt immer, einem Menschen etwas übernehmen, das selber lösen, ist keine Hilfe. Aber Menschen ein Licht zu geben, die den Weg selber finden, ist ein Privileg. Und da fühle ich mich wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr privilegiert, dass ich Teil von diesem System mitwirken, um diesen Menschen weiterzubringen. Wir haben vorher ein Video gesehen, das vor 9 Jahren auch so etwas bei uns ergeben hat. Damals war der Drehfilm über AGS. Und ich habe das Bild per Zufall gesehen. Damals ist der Lernende EBA, erst Ausbildungsjahr, und sie hat vor knapp 5 Monaten ein Heilstudium absolviert. Einfach an den Weg gezeigt, wo Willen sie gibt, einen Weg. Und
ich freue mich, in ein paar Jahren an Lobster eine andere Karriere zu sehen. Sehr gut, herzlichen Dank. Vielleicht möchte ich dich noch fragen, Anjali. Gibt es eine spezielle Herausforderung, die Teilnehmende der Perspektive Pflege an das Pflegepersonal stellen? Oder siehst du das völlig wie jeder andere Lernende? Ja, also für mich sind es genau gleich Lernende wie die anderen Lernenden, die in der Schweiz aufgewachsen sind. Aber auf jeden Fall ist es eine etwas größere Herausforderung, die Sprachbarriere, je nachdem, die am Anfang ja da ist, wo man wirklich im Team dann auch einen Konsens finden muss. Man muss Verständnis schaffen gegenseitig, ist vielleicht auch kulturell, schauen, wie begegnet man sich bei uns. Genau dort gibt es vielleicht etwas mehr Arbeit, aber wir profitieren ja auch gegenseitig sehr schön voneinander, wie wir auch im Film gesehen haben. Ganz herzlichen Dank. Wirklich so engagiert in der Konzeption, in der Durchführung, aber auch bei einem solchen Produkt, das wir jetzt hergestellt haben. Wir werden diesen zum Glück also sind Sie direkt noch eingetroffen von Los Angeles. Ja, dann möchten wir einen Oscar vergeben für das beste Bühnenbild. Und das sind natürlich, also Anjali vielleicht bitten hervorzukommen. Wir haben eine Nebendarstellerin, beste Nebendarstellerin, das ist Sakina Rahimi. Auch Ihnen möchten wir ganz herzlich gratulieren zu diesem hervorragenden Preis. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Oscar für die beste Regie, Christoph Droxler, aber er ist leider, glaube ich, noch nicht eingetreten. Ja, also er wird diesen Preis halt im Nachhinein dann noch erhalten. Habe ich noch etwas vergessen? Nein. Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Hey, super, das ist weg. Hey, das ist